ein bisschen Lärm und Untermalung. Das war gerade klar. Ja, dann kommt auch wieder weg. Was? Nichts war nicht schlecht, ja, war ganz gut, ja. Richtig anstrengend, und so weiter. Ja, Waage. Hauptredner Dietmar Muscheid, der Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes hier in Rheinland-Pfalz, wird mit den Hauptreden beginnen. Lieber Dietmar, ich denke, es ist auch eine gute Gelegenheit, dir heute im Namen der Kolleginnen und Kollegen für dein Engagement zu danken. Du bist eine gute Visitenkarte für den DGB hier in Rheinland-Pfalz und engagiert, wenn es um Rheinland-Pfalz geht. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, werte Gäste, dieser 1. Mai in Ludwigshafen, der macht Spaß, weil eine ganze Menge schon den Weg hierhin gefunden haben, und ich denke, das Wetter wird erstens halten, zweitens, es werden noch ein paar Kolleginnen und Kollegen, ein paar Gäste kommen, und drittens wird damit mal wieder deutlich, dass es Sinn macht, an diesem 1. Mai für Arbeitnehmerrechte, für diesen Sozialstaat, für eine solidarische Gesellschaft einzutreten. Das ist die Tradition dieses 1. Mai, und das muss sie und wird sie bleiben, auch in Zukunft. Wir haben natürlich viele Themen, die Gewerkschaften, die ganz speziell Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer interessieren. Aber wir haben natürlich, Kolleginnen und Kollegen, ein Thema, das die Menschen überall in Europa, ja im Grunde fast überall auf der Welt bewegt, nämlich die Finanzkrise. Die erste Finanzkrise, die überwunden schien, so zumindest der eine oder andere der Handelnden aus der Branche. Und jetzt erleben wir, dass die erste Finanzkrise erstens noch nicht überwunden ist und zweitens, dass das Ganze noch steigerungsfähig ist. Ging es bisher nur um die Profite für die eigene Tasche, so erleben wir, dass Spekulanten offensichtlich in der Lage sind, ein Land kaputt zu spekulieren, ein Land in den Abgrund zu treiben. Das ist eine Qualität. Wenn Politik hier nicht bald Einhalt gebietet, dann hat Politik sich selbst ad absurdum und für überflüssig erklärt. Und unser Arbeitsmarkt noch relativ glimpflich hinweggegangen ist, das treibt uns alle um. Und dass es so bleiben möge, ist die Hoffnung, die wir alle haben. Das Land Rheinland-Pfalz, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, hat wie an vielen Stellen auch in Bezug auf die Krisenbewältigung sehr schnell reagiert. Und da passt gut, dass mittlerweile der Ministerpräsident hier ist. Lieber Kurt Beck, herzlich willkommen hier in Ludwigshafen. Und ich darf dem Ministerpräsidenten danken dafür, dass er erstens in Bezug auf Krisenbewältigung schnell reagiert hat, zweitens das getan hat, was die Maxime seines Handelns ist, alle Akteure an einen Tisch, und dazu gehören für ihn eben auch selbstverständlich die Gewerkschaften,
Und deswegen, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, weil ich weiß, dass das in dieser Republik nicht selbstverständlich ist, will ich die Gelegenheit auch heute nutzen, Dank zu sagen dafür, dass dieser Ministerpräsident, diese Regierung weiß, dass man sich auf die Gewerkschaften in diesem Land verlassen kann. Wir sind bereit, uns der Verantwortung zu stellen, und das werden wir auch in Zukunft sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will auch ausdrücklich Dank sagen an die in der Politik über die Parteigrenzen hinweg, die dafür gesorgt haben, dass wir mit der Verlängerung der Kurzarbeiterregelung die Menschen in den Unternehmen lassen konnten. Das war wichtig, das war notwendig, das hilft den Unternehmen und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und deswegen an dieser Stelle auch Dank dafür, dass dieses Instrument Kurzarbeit ein wichtiger Bestandteil der Krisenbewältigung war, Kolleginnen und Kollegen. Aber all das ist möglich, wenn Staat handlungsfähig ist. All das ist möglich, dann, wenn der Staat das Geld und damit auch die Chance zum Handeln hat. Und wer in Bezug auf sein Staatsverständnis wie der neue Generalsekretär der FDP vom Staat schwadroniert, nach dem Motto, der Staat sei ein teurer Schwächling, dem kann ich nur sagen, da hat der Herr Lindner und haben offensichtlich Teile der FDP die entscheidende Botschaft der letzten Jahre nicht kapiert. Wir brauchen keinen schwachen Staat, wir brauchen einen handlungsfähigen, einen starken Staat, und zwar nicht als Selbstzweck, sondern einen Staat, der den Menschen dient. Das ist das Ziel, Kolleginnen und Kollegen. Und nicht nur, weil jeder enttäuscht wäre, dass am 1. Mai der DGB-Vorsitzende von So, ein riesengroßes Dankeschön an die Roten Raben und Uli Wallnorn. Es ist eine interessante Mischung aus Jungen und Alten, die gemeinsam sich der Tradition verbinden und in die Zukunft bringen. Also ich finde das ganz tolle Mischung. Vielen Dank. So, und ich begrüße jetzt auch noch mal persönlich unseren Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, der ja jetzt schon mit den Roten Raben hier oben die Bilder gemacht hat.